Hallo und herzlich willkommen zum LiveNet Talk. Heute zum Buch von Alexander Gard, Untergehen oder Umkehren, warum der christliche Glaube seine beste Zeit noch vor sich hat. Dieses Buch, das hat mich gepackt schon vom Titel her und ich dachte mir, ja, da würde ich gerne mal mit dem Autoren ein bisschen mehr darüber erfahren. Und ich bin nicht der Einzige, es gibt in der Schweiz 2 Gemeindebauer zum Beispiel und sicher noch viele andere, die sich auch inspirieren lassen von diesem Buch oder den Gedanken, die sich Alexander Gard über die letzten Jahre, vielleicht schon Jahrzehnte gemacht hat. Also wir begrüßen ganz herzlich zuerst den Alexander Gard nach Deutschland. Einen guten Tag, Alexander. Ja. Jawohl, du bist da. Wunderbar. Hören, ja. Wir hören dich, ja. Super. Genau. Ja, der Alexander. Ich auf die Runde hier. Ja, ich freue mich auch sehr, dich dabei zu haben. Und du bist ja Pfarrer an der Mutterkirche der Reformation, aktuell. Also bei Martin Luther, wo er gewirkt hat, bist du heute. Ja. Genau. Und in Berlin und Wittenberg zu Hause, ein deutscher evangelischer Theologe, Pfarrer und vor allem auch Gemeindegründer. Warst in Berlin lange Zeit aktiv in so Gemeindegründungsprojekten, Berliner Stadtmission, Junge Kirche Berlin sind so ein paar Stichworte. Und ich habe schon Bezug genommen auf dieses Buch, das schon ziemlich ein dramatisches Bild zeigt von der Volkskirche. Alexander, vielleicht kannst du uns da kurz selbst einen ersten Anriss geben. Was ist das Thema, das dich da beschäftigt hat? Ich merke, dass das Kirchenmodell, das wir geerbt haben in Europa, dass das einfach nicht mehr funktioniert und dass mit diesem Kirchenmodell auch die Kirche nicht zukunftsfähig ist. Das ist das eine. Das zweite ist, ich bin, denke ich mal, viel in der Welt rumgekommen. Also ich habe wachsende Gemeinden besucht. Ich war mal 2 Wochen bei Hillsong in Sydney. Dann habe ich einen Gemeindegründer, war ich eingeladen, mehrmals in Indien, Gemeindegründer, der hat über 300 Gemeinden gegründet. Dann war ich, vor 3 Jahren war ich auf Kuba. Und auch dort wachsen die Pfingstkirchen, die dort Importe sind aus Mittel- und Südamerika, also Lateinamerika, die wachsen wie verrückt. Dann haben wir eine Partnergemeinde in Afrika, also überall. Ich bin also rumgekommen. Und was mich fasziniert hat, ist überall ein unglaubliches Wachstum. Also gerade in China, also ein weltweites Wachstum des christlichen Glaubens. Und Europa ist so etwas wie die säkulare Insel im religiösen Meer. Und da frage ich mich natürlich, sind wir Europäer? Hat uns der liebe Gott anders gemeint? Sind wir nicht religiös oder was ist hier los? Und diese Fragestellung gehe ich eigentlich schon seit Jahren nach. Und und aus dieser Schadensanalyse heraus, warum ist Europa so? Und worin liegen die Chancen, ist dann das Buch entstanden. Auf der einen Art und Weise haben wir ein ganz dynamisches Christentum und einfach gefragt, was sind die Gründe für das unglaubliche Wachstum weltweit? Und was sind die Gründe für diesen unglaublichen Schrumpfungsprozess des christlichen Glaubens in Europa? Genau. Also für dich ist in diesem Sinne klar, dass der Niedergang der Volkskirche kommen wird. Also das ist in deiner Analyse, das kommt klar zum Ausdruck, oder? Ja, aus ostdeutscher Perspektive, im Grunde genommen sind wir schon auf einen Rest und wir müssen uns ganz neu aufstellen. Aber wir sind so noch in dem Erbe gefangen, dass wir als Kirche nicht richtig aufbrechen. Also wir sind 10, 12, also hier in Wittenberg sind es 12%, in Berlin ist es durch das Westberlin noch ein bisschen mehr, aber also aus meiner Sicht befindet sich die Kirche im freien Fall. Die Mitgliederzahlen, also die Finanzen werden sich bis ins Jahr 2050 halbieren und die Mitgliederzahl wird sich halbieren. Also wir haben enorme Herausforderungen. Und der Kurs der Kirche sozusagen
Kirche festzuschreiben, auf den Level, Volkskirche festzuschreiben, auf den Level, den wir gerade finanzieren können, das ist nicht prophetisch, das entspricht nicht dem Neuen Testament, weil das Neue Testament geht von einer wachsenden Kirche aus und weil dieses biblische Heiliggeist-Christentum ist hoch ansteckend. Also das ist missionarisch. Und unsere Zeit gerade, ja, die Fragen nach Orientierung, nach Gottes Erfahrung, nach Sinn, nach Halt, die sind ja immens. Absolut. Und genau das ist, also auch nach Gemeinschaft. Und genau das ist unsere Kernkompetenz als Kirche. Und man muss sich fragen, wenn wir eine Kernkompetenz haben, die genau das aufgreift, was die Nöte der Menschen sind und was die Gesellschaft braucht, warum klopfen die Leute nicht in Massen an die Kirchentür? Und das hängt, also wie in anderen Teilen der Welt. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass den Menschen eine weithin leblose Kirche begegnet. Also das ist dieses Minimalchristentum, was wir geerbt haben und das keine Kraft und keine Ausstrahlung hat. Ja. Also du sprichst sogar von einer Herdenimmunität, die da über Europa gekommen ist und dadurch, dass das irgendwie so der Kontakt mit dem kraftlosen Christentum eigentlich über die Jahre die Leute geprägt hat und eben weggeführt hat eigentlich von der Kirche. Und da möchte ich jetzt an diesem Punkt mal gerne die beiden weiteren Gäste willkommen heißen und auch Sie darauf ansprechen. Beides Schweizer, der Remo Kleiner einerseits, er ist Diakon in der evangelischen Kirchgemeinde Berg, Kanton Thurgau, und dann der Reto Pelli, er ist Pastor der Kirche in Prisma, und die beiden haben auf Social Media öfters mal was gepostet zu diesem Buch, und so kam ich auf die Idee, es wäre eigentlich spannend zu hören, was hat denn Sie angesprochen oder auch zum Weiterdenken und Nachdenken so geführt bei diesem Buch von Alexander Gard. Remo, darf ich dir da mal das Wort geben? Was hat dich fasziniert an diesem Buch? Genau, guten Morgen. Danke, dass ich hier in dieser Runde sein darf. Es ist schon einige Wochen her, wo ich mir das Buch von Alexander Gard zu Gemüte geführt habe. Und ja, ich war ziemlich getroffen, auch betroffen. Einerseits fand ich, okay, wir bei uns im Dorf, in unserer Kirche, evangelische Landeskirche, wir machen eigentlich einen ziemlich guten Job, wenn es jetzt mal um Thema Christologie und so weiter geht. Habe mich dann aber auch gefragt, ganz so zufrieden bin ich auch nicht. Es wäre wahrscheinlich mehr möglich, wenn man jetzt eben mal über den europäischen Tellerrand blicken würde, wie man da im Buch gut lesen kann. Was könnte sonst noch möglich sein? Ich habe mich dann auch gefragt, wie bekommen die richtigen Leute dieses Buch in die Hände? Wenn ich jetzt gerade mal an unsere Landeskirche denke, wie gesagt, ich war der Meinung, wir machen einiges gut, wir haben vieles verstanden, wir sind gut, ein Stück weit evangelikal unterwegs als Kirchgemeinde vor Ort. Was ist mit denen, die da, sag jetzt mal, ich glaube, es ist aus dem Buch, eine leere Krippe und ein volles Grab predigen? Wie kommen diese Pastoren, die das so predigen oder gar nicht mehr erwähnen, solche Themen, wie bekommen die zu diesem Buch und zu Einsichten, zu neuen Einsichten? Ja. Das war so die Hauptfrage, die ich mir gestellt hatte. Okay, sehr spannend. Schauen wir, wo das dich weitergeführt hat dann. Aber jetzt zuerst auch gerne mal das Wort an Reto Pelli, der Pastor in der Kirche in Prisma in Rapperswil, wie schon erwähnt. Was hat dich angesprochen besonders, Reto, an diesem Buch? Ich habe das Buch gelesen auf meinem Kindle und von der ersten Seite an habe ich gesagt, ich habe, glaube ich, selten in einem Buch so viel unterstrichen, weil ich mich so damit identifizieren konnte. Also schon ganz am Anfang schreibt Alexander, seit ich Christ geworden bin, ist Mission mein Lebensthema. Ich glaube leidenschaftlich, dass Jesus das Beste ist, das diesem Planeten je passiert ist und das alle Menschen erfahren sollen. Geht mir haargenau so. Und ich dachte, Alexander, wir haben dieselbe Blutgruppe. Das ist das, was ich empfunden habe, als ich dieses Buch gelesen habe. Ich selber bin seit 25 Jahren Pastor hier in Prisma
Wir haben gestartet, als die Gemeinde 60 Gottesdienstbesucher hatte, veraltet, zerstritten. Und wir konnten als Team das aufbauen. Und heute sind es mehrere hundert Leute, die vor allem durch eine persönliche Entscheidung zu Christus hinzugekommen sind. Und was mich begeistert hat an diesem Buch, einerseits eine sehr treffende Zeitanalyse, wo ich haargenau mit übereinstimme. Da kommen wir sicher noch im vertiefenden Teil darauf zurück. Und dann aber, was mir sehr gefallen hat, ist eine Zukunftsperspektive nach vorne. Ich bin nicht Landeskirchler. Und trotzdem sage ich, Leute, Achtung, erkennt die Zeichen der Zeit. Ich merke, dass immer mehr auch liberale Theologie auch in unsere Freikirchen hineinkommt, auf ganz subtile Art. Und wenn wir da nicht die Zeichen der Zeit erkennen und frühzeitig darauf reagieren, dann werden wir in ein paar Jahren die ganz genau selben Probleme haben. Und das hat mich motiviert, vieles zu posten auf Facebook. Und Alexander, du kannst mir dann Provision noch geben. Es haben sicher einige Männer und Frauen haben dein Buch gekauft aufgrund meiner Posts. Viele haben es mir gesagt. Und ich sage, jeder Gemeindebauer sollte dieses Buch lesen, unbedingt. Ja, genau. Und ich würde gerne jetzt das eine Thema schon mal aufgreifen von dir, Reto. Du sagst, dass diese Strömungen, die Liberalen, die jetzt auch bei den Freikirchen mehr und mehr kommen, dass die eigentlich zu einer irgendwo Lähmung auch dann irgendwann führen könnten oder dass das Lebendige eben weggeht. Fragen wir doch da gerne den Alexander Gard, was er dazu beobachtet hat. Was ist denn das Problem bei diesem auch Liberalen? Dort, wo Kirchen liberal werden, man kann das an den Mainline-Churches in den USA sehen. Die Zahlen habe ich ja so ein bisschen auch drin gehabt. Man kann es an den deutschen Kirchen sehen. Es gibt einen Zusammenhang, und der ist ganz klar ein Zusammenhang zwischen Schrumpfung von Kirche und liberaler Theologie. Das sage ich erstmal ganz vorsichtig, weil es gibt eine Menge, die wir auch von den Liberalen, gerade Fromme, aber auch von den Liberalen lernen können. Aber das ist jetzt erstmal wieder ein anderes Thema. Aber und ich habe gefragt, warum ist das eigentlich so? Und merke dann, dass eine beschädigte Christologie den Motor von Mission lähmt, nämlich die Pneumatologie. Das heißt, eine beschädigte Christologie hat immer zur Folge eine defizitäre, hochdefizitäre Pneumatologie. Und darin sehe ich eigentlich den Hauptschaden jetzt, was das Missionarische anbetrifft. Wir können nicht, auch wenn wir das wollen, auch meine liberalen Kollegen, unter denen ich viele Freunde habe, sie können nach meiner Ansicht nicht wirklich missionarisch aufbrechen, weil da die Power fehlt. Weil der Heilige Geist diesen defizitären, kleingemachten Jesus nicht bestätigt. Ja. Was ich aber gleichzeitig immer sage, das ist mir auch ganz wichtig, deswegen ist ja auch ein Unterkapitel, ja, konservativ ist auch keine Lösung. Ja, genau. Ich so viele langweilige konservative Gemeinden, also Gemeinschaften kenne, da auch gerade im Pietismus. Die haben mich gebeten, vor einiger Zeit den Hauptbeitrag zu schreiben über Kirche der Zukunft. Und ich bin gespannt, ob sie den jetzt unzensiert so reingenommen haben, weil ich da auch ziemlich viel Kritisches schreibe, weil dort gerade stellenweise ein Konservativismus herrscht, der auch, ich möchte aber sagen, dass die Kommunikation in die Gesellschaft hinein beschädigt und auch pneumatologisch schwierig ist. Also ich kann das nur unterstreichen, oder? Ich nehme wahr, dass man bei den Inhalten viele Abstriche macht, auch in der Christologie und in der Verpackung alt geblieben ist. Und mein Ansatz wäre, und das sehe ich so wie Alexander, wir sollten die Verpackung anpassen, zeitgemäß sein, wir sollten die Themen suchen, die die Menschen bewegen, aber von den Inhalten her eine ganz klare Christologie haben. Und ja, der Heilige Geist stellt sich dazu, wo Jesus verkündet wird, wo Jesus im Zentrum ist, wo die Erlösung wieder ins Zentrum rückt, da stellt sich der Heilige Geist dazu. Und das ist das, was ich auch erlebe.
Und viele machen es gerade umgekehrt. Sie werden in der Verpackung, bleiben sie altbacken, sage ich mal, und in den Inhalten passen sie sich der Welt an. Und ich glaube, das ist das Problem, das Alexander sehr gut beschreibt. Übrigens, gerade neulich hatte ich eine Begegnung mit einem Pastor, der mir sagte, jetzt kommt ein Mitarbeiter von einer reformierten Landeskirche zu Ihnen mit der Familie in die Kirche am Sonntag. Also der geht in die Freikirche, arbeitet aber unter der Woche eigentlich für die Landeskirche. Und die Begründung war, dass es der Familie dort wohler ist und da können die Kinder etwas Gutes erleben. Und ich dachte dann auch, wie ist das mit der Verpackung, was du vorhin gesagt hast, Reto? Oder das darf ja eigentlich nicht sein. Das muss ja irgendwo einen zum Nachdenken mindestens bringen oder eben zum Umkehren, auch in diesen Punkten, oder was Alexander Gard dann eben anspricht. Ja, und ich glaube, es ist wohl dem Gemeindeleiter, der die Dinge auseinanderhalten kann. Also wo ist Anpassung ein biblischer Auftrag? Kulturrelevant zu sein, dem Grieche ein Grieche, dem Juden ein Jude. Ich meine, das ist die Form, wie wir Dinge gestalten, die Form, wie wir kommunizieren, die Form, welche Themen wir wählen. Aber in den Inhalten, in der Christologie und in der Pneumatologie sollten wir sehr klar sein und nicht die Inhalte preisgeben. Ich merke auch noch, eigentlich, wenn man es zurückbuchstabiert in unseren Kreisen, oder wir spüren es in den ethischen Fragen zuerst, dann geht es zur Dogmatik und letztlich geht es um die Frage, wie ist mein Bibelverständnis? Ist die Bibel Gottes Wort oder bestimme ich als Leser, was Gottes Wort ist und was nicht? Und ich meine, letztlich geht es darum. Und diese Frage, die müssen alle Leitenden für sich wieder klären. Und das andere ist, was Alexander auch schreibt, ich bin ein Fan von Kulturveränderung. Also wie schaffen wir es in unseren Kirchen, eine evangelistisch-missionarische Kultur zu schaffen, dass es normal wird, dass ich meine Freunde mitbringe in den Gottesdienst, dass es normal wird, dass ich mit meinen Freunden über Gemeinde, über Jesus rede und dass das nicht einfach nur eine Aktion ist, die man alle 4 Jahre vielleicht mal macht, sondern dass das eine Kultur wird in einer Kirche. Und das beschäftigt mich und das ist das, wo ich mir wünsche, dass es wie in der Apostelgeschichte eigentlich, dort heißt es, sie kamen täglich neue hinzu. Ich wünsche mir das und dafür lebe ich, dass Menschen und Gemeinde eben den Auftrag lebt und den Auftrag wieder ganz, ganz oben gewichtet. Und das ist die Frage, die wir oft stellen bei uns in unseren Leitungsteams. Dient das, was wir tun, dem biblischen Auftrag oder nicht? Und wenn es nicht dem biblischen Auftrag dient, dann tun wir es nicht. Es braucht auch Klarheit auf Seiten der Leiter. Ja, es braucht zuerst Klarheit auf Seiten der Leiter. Und das ist zumindest in meinem Umfeld hier in der Landeskirche. Wir haben bei den treuen Christen, es ist in der Gemeindegründung nochmal ganz anders, aber hier bei den treuen landeskirchlichen Christen, auch gerade hier in Wittenberg, die kommen gar nicht auf die Idee, dass sie eigentlich Träger der frohen Botschaft sind, sondern wir haben eine Mentalität, eine reine Konsummentalität. Man geht also in die Kirche, um für sich zu konsumieren. Es ist also Egoismus pur. Ich kriege das mit, ich habe ja so im Church at Night, so einen missionarischen Gottesdienst angefangen, einmal im Monat. Ja, und da mache ich jetzt gerade eine Werbeaktion, weil dieser Gottesdienst, der war mal ziemlich voll und der hat sich jetzt durch Corona wie alle Gottesdienste mehr als halbiert. Und da starten wir jetzt wieder neu durch mit einer Werbeaktion. Dann habe ich auch so Karten. Und dann gehe ich nach dem Gottesdienst bei uns den Leuten die Karte in die Hand. Und ich sage dann immer, ich gebe jedem einen kleinen Stapel in die Hand. Und ich sage, nee, eine reicht mir. Ich sage, nee, die Karte, keine von diesen Karten ist eigentlich für Sie, sondern das ist für Ihre Freunde und Nachbarn. Und da gucken die mich groß an, das hat niemand da auf dem Schirm. Das ist in der Freikirche, auch in der Gemeindegründung war das ein bisschen anders, weil man sich da gesagt hat, wenn wir hier nicht rausgehen, dann boomt der Laden nicht. Ja. Aber das ist bei Landeskirche, wir haben eine Mentalität und diese Mentalität liegt letztlich auch in der Christologie. Ist Jesus Christus der Heiland der Welt und alle sollten es erfahren oder ist er ein Weg unter vielen Wegen? Und das glaube ich auch, wir haben als allgemein anerkannte Überzeugung haben wir bei uns in der Kirche eigentlich eine Allversöhnungslehre. Und es gibt keinen Grund mehr,
Es gibt keinen Grund mehr, das jemand weiterzugeben, weil man nicht weiß, braucht er das überhaupt, ist es überhaupt wichtig für ihn. Und diese Unsicherheit, die paralysiert missionarisch. Das war auch der Grund immer wieder, weil Paulus schreibt, weil Menschen verloren gehen, darum müssen wir die frohe Botschaft weitergeben. Aber Alexander, was mich interessiert ist, was du jetzt beschrieben hast, oder wo setzen wir an? Und meine Beobachtung ist, dass viele Christen die Erlösung nur oberflächlich verstanden haben. Ja. Weil wenn sie die Erlösung richtig verstanden haben, dann können wir es doch gar nicht für uns behalten. Dann muss das ja uns motivieren. Und ich frage mich, wo setzen wir an als Gemeinden? Meine Erfahrung ist, wenn wir die Peitsche schwingen, das bringt gar nichts. Sondern wenn sie Jesus wieder erleben und lieben lernen, dann kommt die Motivation aus dem Beschenktsein heraus. Beschenkt, um zu beschenken. Und mich würde interessieren, ist das auch deine Beobachtung? Ja, dort, wo Menschen, sagen wir mal, in ihrem Glauben eine Christusbegegnung haben, das ist eine Faszination, die möchte ich mit anderen teilen. Und ich kriege das auch mit. Die Leute, die jetzt wirklich einladen und die unterwegs sind und die Hausbesuche machen, wir haben einen kleinen Besuchskreis und so, das sind Leute auch mit einer tiefen Christusliebe. Das ist aber dermaßen eine Minderheit in der Gemeinde. Und es sind auch fast alles ältere Leute. Da ist auch die Dynamik nicht mehr da für einen Aufbruch. Ja? Aber ich merke, das ist ja die große Frage für viele Pastoren. Ich rede jetzt vom freikirchlichen Ding. Wie kriege ich meine Gemeinde motiviert zum missionarisch Leben? Und meine Beobachtung ist, ich bringe immer das Beispiel vom Schatz im Acker. Der den Schatz wirklich entdeckt hat, der ist bereit, alles zu verkaufen. Und meine Frage an uns Pastoren und Pfarrer ist, haben die Leute den Schatz genügend entdeckt? Sollten wir nicht da ansetzen, dass die Leute wieder Freude kriegen an Jesus? Sie können gar nicht anders, weil sie diesem Jesus begegnet sind. Und ich meine, dass auch unsere Verkündigung die Erlösung gewichten sollte und das, was wir in Jesus haben. Und aus dem heraus erspringt die Motivation. Das erlebe ich bei unseren Leuten wirklich so, und zwar bei Jung und Alt. Was ich in meiner Kirche erlebe, ist, wenn man also einmal schaut, wo Gemeinden wachsen. Ich habe ja deswegen in meinem Buch auch 3 Gemeinden, eine freikirchliche und 2 landeskirchliche Gemeinden beschrieben. Und wo Gemeinden aufbrechen, auch missionarisch aufbrechen, wo auch die Leute missionarisch aufbrechen, dort wird ein faszinierender Jesus verkündigt und erlebt. Und das ist, also die Christologie ist das Zentrum. Und fragt dann auch gerade in Berlin ist ja die Kirche ist super liberal, und fragt dann auch mal meine Kirche, genau, nennen wir mal einen Grund, warum ich an deinen Jesus glauben soll. Ja? Und warum ich mich deswegen engagieren soll, finanziell und in meiner Zeit und sowas. Ja? Und da frage ich mich, was ist es wirklich, was Menschen dazu bringt, was ich mit Commitment umschrieben habe, weil das wird die entscheidende Frage der Zukunft sein. Nur Gemeinden mit einem hohen Commitment ihrer Mitglieder werden eine Zukunft haben. Woraus kommt denn das Commitment? Solange wie wir eigentlich nur das machen, was eine gute NGO auch macht, dann sind wir nicht bei dem dran, wozu uns Gott eigentlich sendet in die Welt. Aber nochmal, Alexander, ich meine, du bist ja an der Brutstätte der Reformation. Ja. Was war der Schlüssel? Der Schlüssel war, dass man Jesus wieder neu entdeckt hat mit seiner Gnade. Ja. Und ich glaube, wenn wir das verkündigen und Menschen das neu begreifen, was wir haben in Jesus, und ihnen dann noch Handwerkszeuge an die Hand geben, wie man das heute kommunizieren kann. Ich glaube, das ist ein Shake, der muss erwecklich sein. Vielleicht um kurz etwas aus dem Buch vorzulesen zu diesem Thema. Einfach, also ich finde, du hast das so schön auch formuliert, Alexander, immer wieder.
Und da schreibt sie zum Beispiel, es ist der Kirche noch nie gut bekommen, wenn sie weltförmiger geworden ist. Immer dort, wo sie sich in ihrer Geschichte neu ausrichtete an Jesus Christus und den Auftrag, den er ihr gegeben hat, empfing sie eine neue Lebendigkeit. Also immer dort, wo wieder dieses klare Bild von Christus durchkommt, da und die Menschen das eben auch mitbekommen. Da würde ich gerne den Remo Kleiner mal fragen, wie erlebt ihr das bei euch in Berg, im Thurgauischen? Fühlen sich die Leute als Repräsentanten von Jesus in ihrem Alltag? Sind sie so ausgerüstet? Ja, also das würde ich wirklich unterstreichen, dass das so ist. Die Leute bei uns sind nicht alle. Wir haben so als typische Landeskirche, als fromme Landeskirche, wie ich jetzt uns nennen würde, haben wir einen großen Kern an ehrenamtlichen Mitarbeitern. Die sind jetzt auch, ich sage jetzt mal, von ihrem persönlichen Glaubensverständnis her, gehören auch so damit zum Kern dazu. Viele davon sind missionarisch unterwegs, laden Freunde an Live-Seminare ein, in Alpha-Live-Kurse, sind auch sonst in ihrem privaten Umfeld missionarisch unterwegs, in der Nachbarschaft. Die leben ihren Glauben wirklich. Auch unsere Verkündigung in den verschiedenen Gruppen in der Kinder- und Jugendarbeit, aber auch am Sonntagmorgen in der Predigt würde ich als sehr christozentrisch eigentlich beschreiben. Also was Jesus für uns getan hat, das ist eigentlich wirklich, das ist Thema jeder Predigt. Kann sein, dass wir mal einen Gastprediger haben, der das ein bisschen weniger betont, aber eigentlich ist das bei uns, das gehört dazu. Ja, also dann wäre ja irgendwo eine logische Folge, dass ihr auch Wachstum erlebt, oder Remo, in diesem Moment? Ich würde vielleicht sagen, Wachstum, ja, ist immer ein bisschen schwierig zu beziffern. Ein bisschen euphemistisch ausgedrückt könnte man vielleicht sagen, wir schrumpfen vielleicht nicht so stark wie andere. Das ist bei uns vielleicht der Fortschritt. Aber dass wir wirklich wachsen würde, auch wir haben Austritte. Und jetzt in den vergangenen 2 Jahren hatten wir mehr Austritte als sonst, jetzt während dem Corona-Jahr. Okay. Aber das ist systembedingt. Weil wir haben, ich nehme mal hier das Beispiel Wittenberg. Ja, wir sind hier in Wittenberg 3000 Gemeindeglieder. Und von den 3000 Gemeindegliedern sind, wenn ich ganz euphemistisch bin, sind 10% aktiv. Das heißt, 90% haben kaum eine Beziehung. Da ist so eine diffuse Gottreligiosität, aber das ist auch ein ganz diffuser Gottesbegriff, der zum großen Teil auch gar nicht personal ist, auch gar nicht dem biblischen Gottesbegriff entspricht und so. Und das ist nicht zukunftsfähig. Wenn wir hier eine Erweckung hätten, würden wir mit dieser Erweckung vielleicht den Schrumpfungsprozess verlangsamen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit einer Erweckung wirklich 3000 Leute erreichen oder wir würden vielleicht ein paar neue erreichen, aber der Schrumpfungsprozess ist erst einmal systembedingt. Und ich kriege das auch immer wieder mit, wenn dann gesagt wird, ja, fromme Gemeinden schrumpfen ja auch. Weil das ist natürlich ganz klar, aber mittendrin bauen wir Neues, es entstehen Kleingruppen, Leute kommen zum Glauben, junge Leute kommen zum Glauben und wir machen die Kirche so zukunftsfähig. Genau. Und es ist ganz wichtig, dass wir nicht auf die Zahlen starren. Man soll da mal drauf gucken und dann ist auch schnell wieder vergessen. Nicht auf die Zahlen starren, sondern wächst der Anteil derer, die über Jesus fasziniert sind. Das würde ich lieber sagen. Ja? Nicht so sehr gucken, wächst die Anzahl unserer Kirchenmitglieder, sondern wächst die Anzahl derer, die von Jesus fasziniert sind. Und die haben dann auch dieses Commitment, das eine Gemeinde lebendig und ausstrahlend macht. Und das deckt sich ja wiederum sehr stark mit dem, was Reto Pelli vorhin auch betont hat, also diese Faszination an Jesus. Reto, die Frage an dich auch noch, bist ja auch Autor
des Buches 42 Tage Leben für meine Freunde. Ist das da auch stark dieser Gedanke, den du da vor allem ausarbeitest? Oder was ist da genau das Thema noch? In diesem Material geht es darum, wie können wir als ganze Gemeinde, und ich rede jetzt wirklich nicht nur von den evangelistisch Begabten, die etwa 10% ausmachen, sondern als ganze Gemeinde den Auftrag, Zeuge zu sein, in unserem Alltag leben. Und ich habe 6 evangelistische Werte herausgenommen, wo es darum geht, wie können wir diese Werte leben. Also nicht zuerst die Aktion, sondern Werte, hat was mit dem Herz zu tun. Und natürlich der Ansatz ist immer wieder zuerst, dass ich selber von Jesus fasziniert bin, dass ich selber von Jesus mir dienen lasse. Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch zu dienen. Und wenn du nicht dir von mir dienen lässt, sagt er zu Petrus, kannst du nicht mein Jünger sein. Und ich glaube, das ist die ganz, ganz große Motivation. Kommt aus dem heraus, dass ich Jesus als persönlichen Herrn und Heiland erfahre, erlebe. Und dann habe ich auch was zu sagen und was weiterzugeben. Was ich noch ergänzen möchte, ist, Alexander schreibt in diesem Artikel, den ich gelesen habe, das zentrale Thema zur Verkündigung Jesu war der Ruf zur Umkehr, weil das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Paulus bekehrte die Leute in ein neues Leben hinein, das nun Christus gehört. Und ich meine, wir sollten mutiger werden wieder, auch Menschen in die Nachfolge zu rufen. Und ich merke, dass wir da oft Angst haben. Wir könnten den Menschen auf den Schlips treten. Ich merke, wenn wir die Leute auf eine gute Art einladen, und ich rede jetzt nicht von Druck, das gefällt mir überhaupt nicht, aber eine klare Einladung, öffne dein Herz für Jesus, lass ihn herein, denn Gott wohnt dort, wo man ihn hineinlässt. Und ich denke, da sollten wir mutiger werden, auch kreativ in der Verkündigung, aber dass wir um das nicht herumkommen, auch Leute in die Nachfolge zu rufen und zu sagen, ja, Nachfolge kostet auch was. Das ist nicht einfach etwas für Softies und das hängt für mich damit zusammen. Aber wir führen sie ja dann zur Quelle, wo es gutes, frisches Wasser gibt. Ja, genau. Also ich denke auch, das ist ein extrem wichtiger Punkt. Und wir haben ja da jetzt einen Konsens und das wäre jetzt noch spannend, ein wenig darüber zu reden, ja, was könnte man denn jetzt noch machen oder wie kann die neue Reformation vielleicht kommen? Klar, Alexander, du hast jetzt die Botschaft rausgehauen, oder, mit diesem Buch, das ist mal ein Schritt. Aber ich würde gerne da auch noch drauf eingehen. Du schreibst auch darüber, erst wenn der Leidensdruck groß genug ist, entsteht die nötige Bereitschaft, neue Perspektiven und Visionen zu entwickeln, wenn es darum geht, ob Institutionen umkehren können. Also dieser Leidensdruck muss denn noch wachsen. Wenn man jetzt sieht, ein Artikel in der Welt hat mich gerade angesprochen. Ich habe den vorhin kurz noch angeschaut. Da steht jetzt die neue Statistik von Kirchenaustritten, dass noch nie so viele Kirchenaustritte gab in der EKD, also in der deutschen reformierten Kirche, wie 2021. Aber man verweist auf Corona oder spielt die Bedeutung des Exodus herunter. Also die Kirchen, die erkennen das Problem scheinbar noch gar nicht. Es gäbe Wichtigeres, haben sie da rausgegeben. Was löst das bei dir aus, Alexander? Ja, ich habe den Artikel gelesen. Ich habe auch das gelesen, was David Brunner auf seiner Seite dazu geschrieben hat und stimme dem, was Brunner schreibt, vollkommen zu und finde, es ist auch skandalös. Ist aber so, wie ich meine Kirche erlebe. Wir sind noch so im volkskirchlichen Setting drin, dass wir versuchen, also die Strategie ist, wir müssen die Leute vor allen Dingen halten. Das heißt, wir müssen sie in dem bestätigen, was sie denken und was ihr Lebensgefühl ist. Und diese volkskirchliche Strategie, also dieses Minimalchristentum, das ist nicht zukunftsfähig und die Einsicht dazu ist nicht da, weil man es auch gar nicht anders kennt und gar nicht anders erlebt hat. Und hier muss ein Umdenken erfolgen, ein Umdenken, nämlich ganz strukturell, wie wächst, also im Grunde genommen muss man noch zurückgehen
in die vorkonstantinische Zeit, in das Neue Testament, in die Zeit der apostolischen Väter. Und so, wie ist Gemeinde gewachsen? Und vielleicht dann auch einen Schritt, wie wächst Gemeinde heute? Und um da mal ganz neu drüber nachzudenken. Aber die Kirchenleute, die meisten Kirchenleute, die ich kenne, sie denken nicht in Wachstumskategorien, sondern sie denken in Bewahrungskategorien. Wie können die Leute bei uns bleiben? Weil das ist nun mal die DNA unserer Kirche ist, ich nenne das auch eine Betreuungsmentalität. Und diese Betreuungsmentalität, die wurzelt so tief im Luthertum, weil sie findet auch ihren Ausdruck in unserer wichtigsten Bekenntnisschrift, der Confessio, also Augsburger Konfession, wo es heißt, das Wesen von Kirche in CS 7 und 8 wird beschrieben, ja, als Kirche ist dort, wo das Evangelium schriftgemäß gepredigt wird und wo die Sakramente schriftgemäß verwaltet werden. Das heißt, Christentum wird beschrieben als eine Haltung des Konsumierens von Verkündigung und von Sakrament. Und das geht an den universalen apostolisch-missionarischen Charakter der Kirche völlig vorbei. Also bereits in unseren Bekenntnisschriften, ja, ein völlig unzureichender Kirchenbegriff. Natürlich muss man wissen, die Confessio Augustana ist eine Minimalcredo und so, das weiß ich auch, aber dennoch, das hat sich bei uns festgesetzt. Und das kriegen wir nicht so schnell raus, das ist nun mal die Mentalität und alles andere erscheint als fanatisch oder man hat Worte dafür wie Hot Religion, das ist Hot Religion. Wir haben in der Kirche Cold Religion. Ja. Und das passt nicht so ohne weiteres zu uns, obwohl wir immer wieder diese Erweckungs- und Aufbruchsbewegung gehabt haben, von denen wir heute noch zehren. Aber das ist ein Veränderungsprozess, der dauert sehr, sehr lange. Und wir haben es ja geschrieben, also Rodney Stark, Religionssoziologe, der sagt, dieser Umbau von einer Zwangs- und Behördenkirche hin zu einer missionarischen Freiwilligkeitskirche dauert mindestens 100 Jahre. Okay. Und denkst du jetzt, dass aktuelle Erschütterungen mit dem Krieg, auch mit Corona vorher, das beschleunigen könnten? Bin ich mir nicht sicher. Okay. Das ist ein Punkt, wo ich unsicher bin, weil ich nicht weiß, wie tief das eigentlich setzt. Das ist also sozusagen, ja, ein Begriff, den wir heute erst richtig verstehen, nämlich die Immunisierung unseres Volkes, die Immunisierung unseres Christentums. Die ist so tief hinein, also in unserem Volk verwurzelt, dass wir ganz schlecht davon rauskommen. Und wir werden es häufig leben, dass der Laden eher eingeht, als dass die Leute aufbrechen. Das wird eine Realität sein. Und gleichzeitig werden wir sozusagen in Zukunft zwei Linien, nämlich eine Linie, dass das missionarische Christentum oder wie es die Religionssoziologie nennt, Spirit-Empowered Christianity, das wird wachsen und das, sagen wir mal, das Minimalchristentum wird abnehmen. Wir haben also sozusagen zwei Linien, die sich überschneiden. Das führt dazu, dass im Großen und Ganzen in der Statistik es so sein wird, dass die Gesamtstatistik eher eine Abnahme von Kirchenmitgliedschaft ist, trotz dieser Wachstumsbewegung des missionarischen Christentums. Und insofern nehmen es die Medien auch überhaupt nicht. Die Medien nehmen das ja gar nicht wahr. Ja. Okay. Ich möchte noch etwas ergänzen zu Alexander, dass wir hier vom selben reden. Oder die Anzahl Menschen im Gottesdienst sagen noch nichts aus darüber, wie eng die Menschen mit Jesus unterwegs sind. Und das ist vielleicht ein Thema, das ich noch reinbringen möchte. Oder mein Ziel als Leiter ist nicht zuerst die volle Kirche, sondern mein Ziel ist Menschen, die in ihrer Liebesfähigkeit wachsen. Menschen, die Geistesfrüchte, die man sieht in ihnen. Und da muss man auch aufpassen, oder, dass wir nicht wieder Konsumenten züchten, die den Sonntag konsumieren und dann in ihrem Alltag, dass es keine Auswirkungen hat. Also ich sage damit nicht, dass ich nicht mich freue, wenn unsere Gottesdienste voll sind, aber mein Blick als Leiter muss in die Richtung gehen, dass ich mir wünsche, dass Menschen
verändert werden von Jesus und die Geistesfrüchte in ihrem Leben sichtbar sind. Und gewonnen haben wir dann, wenn Menschen Jesus entschieden nachfolgen, wo es auch etwas bedeuten kann, dass es einen Preis kostet auch. Das ist auch eine Gefahr, die wir geerbt haben, nämlich die Gefahr, ich nenne das ein Veranstaltungschristentum, dass wir denken, wenn wir oder ein Programmchristentum, wenn unsere Programme gut laufen und unsere Veranstaltungen voll sind, das sagt noch nicht unbedingt etwas darüber aus, ob das was taugt. Ich muss da an die eine Gemeinde denken, ich weiß jetzt gar nicht, wie es ist, von den Süden selbst schreiben, du hast den Ruf, ja, genau, du hast den Ruf, du hast also tolle Programme und du hast den Ruf, dass du ganz gut bist und das Wort des Herrn ist aber, nee, die geistliche Substanz ist dünn. Ja, und da aufzubrechen. Aber ich wollte noch etwas sagen, was ich sehr hoffnungsvoll erlebe, auch in den Großstädten. Wir haben ja in Berlin, ich bin ja Berliner und kenne mich aus in der Berliner Gemeindegründungsszene. Wir haben in Berlin, also ich schätze mal, wir haben in den letzten 20 Jahren haben wir ungefähr 200 Gemeindegründungsprojekte. Und von denen einige ganz gut sind, andere nicht so. Aber was ich merke, dass also eine Vielzahl von tollen Initiativen entsteht. Gebetskeller, Gebetshäuser. Wir haben schon zig Gebetshäuser in Berlin. Also wo gebetet wird, da ist immer schon was los. Migrantenkirchen, christliche Kneipen, die mit einem guten Programm machen, Events. Also da ist so eine Lebendigkeit. Und diese Lebendigkeit kommt zum großen Teil durch die Leute, auch die Christen, die der Herr uns schickt. Afrikaner, Südamerikaner, Chinesen. Und das ist zum Teil sehr ansteckend und die fangen an zu missionieren. Und das ist ein großes Hoffnungszeichen, weil die kommen mit einer großen Unbekümmertheit mit ihrem fröhlichen Jesus-Glauben. Und die dürfen auch ein bisschen lauter Musik machen und die Hände heben und sich ein bisschen emotionaler bewegen und sowas, weil denen nimmt man das nicht übel, weil die dürfen das so. Wir sind ja ganz, umarmen ja alles, was außerhalb kommt. Und die bringen da ein Leben in die Stadt. Und ich merke auch, wie sich viele, also wie es in diesen Gemeinden, wie sich da auch Deutsche bekehren. Also ich begleite schon seit vielen Jahren eine südafrikanische Gemeindegründung. Und da predige ich auch ab und zu. Das ist die Every Nation Church, das ist eine Gemeindegründungsbewegung, die geht von Südafrika aus. Die gründen eine ganze Welt Gemeinden, auch so bei uns. Und wenn ich das einfach mal so sehe, die haben erst als reine Gemeindegründung mit einem kleinen Team aus Südafrika angefangen und jetzt kommen immer mehr Deutsche da zum Glauben. Und das ist einfach schön, das zu erleben. Also ich erlebe auch so viel, wie sich da etwas tut. Na, und ich sage dann denen immer zur Ermutigung auch den anderen, ich sage, um Himmels Willen, lass uns bloß nicht mit den ganzen Deutschen hier allein. Sehr schön. Ja, wir sind in der Schlussrunde angelangt und es ist ja wirklich schön, auch hoffnungsvoll aufzuhören und so zu sehen. Also das wäre jetzt in deinem Bild eben das, was von uns das aufbricht, was gut, was kommt, und dann gibt's eben die andere Linie auch, die wir genügend jetzt auch schon besprochen haben oder die du genau analysierst, auch in deinem Buch Untergehen oder Umkehren. Also da kann ich gerne nochmal den Hinweis machen auf das Buch. Und ich würde gerne dem Remo Kleiner zum Schluss auch nochmal das Wort geben, weil ihr habt vom Landeskirchenforum ja im Oktober einen Anlass in Zürich, Itzenbach, wo der Alexander Gard auch eine Bühne kriegt. So, was ist da geplant? Kannst du vielleicht noch einen Hinweis platzieren auch? Ja, da will ich die Frage anschließend gerne an den Alexander weitergeben. Was so ein bisschen, so ein Ausblick, was er da zu erzählen wird. Mir ist klar, Alexander, du hast ja noch nicht erarbeitet, so der 29. Oktober ist ja noch ganz weit weg. Aber wir haben ja bewusst den Titel gewählt,
Aufbrechen im Umbruch. Wir befinden uns im Umbruch, nicht nur schon seit 2 Jahren, wie wir auch im Buch sehen, aber auch in den letzten 2 Jahren sind gewaltig viele Dinge gegangen, auch im Bereich Digitalisierung, was auch die Kirche betroffen hat, was auch Chancen gewesen sind oder immer noch eine Chance ist für Kirche, den digitalen Wandel, der da ja bis zu den hinterletzten Kirchen teilweise fast vollzogen worden ist, mit vielem Gutem auch, jetzt aufgrund von Corona. Aber auch sonst in Zeit mit vielen, vielen Umbrüchen, auch politisch jetzt die Umwälzungen aktuell in Europa, Dinge, die da am Kommen sind oder am Tun sind. Aufbrechen im Umbruch, Alexander, kannst du eine kleine Kostprobe sagen, in welche Richtung so dein Grundsatzreferat gehen könnte am 29. Oktober in Herzenbach? Also bin ich im Moment etwas überfordert aus dem einfachen Grunde. Ich habe so viele Tagungen und Konferenzen, auf der ich spreche. Ja, und ich hangel mich im Moment, ich habe jetzt hier die Pfarramtsleitung jetzt und also ich hangel mich da jetzt gerade sozusagen von Event zu Event, weil ich sehr viel hier um die Ohren habe. Was ich auf jeden Fall machen werde, ich schaue da, wie kann ich Hoffnung bringen, wie kann ich Glaube bringen, dass wir aufbrechen, dass die Chancen gut stehen. Es gibt ja gerade auch im frommen Bereich, gibt es ja auch so viel Miesmacher, die mit biblischen und christlichen Richtigkeiten die Situation schwarz malen. Und man sagt mir also da hat ein Frommer mal ein Buch geschrieben, was eigentlich ein Hoffnungsbuch ist, obwohl er die Lage ziemlich schonungslos schildert. Und das ist mir eben wichtig, weil es gibt eine evangelikale Mieselpetrigkeit. Und von der bin ich weit entfernt, weil ich sehe das Positive, ich sehe die Chancen. Deswegen war mir der Untertitel so wichtig. Ich muss diesen Untertitel gleich mit reinnehmen. Ich mache ja nicht ein Buch, dass ich also schreibe, wie ich was. Von einigen evangelikalen Autoren ist es alles ganz schlimm und so. Und die Kirche ist vom Herrn abgefallen, bla bla bla. Und so, sondern wie können wir zur Dynamik finden? Und was ich ganz besonders wichtig finde, ist unsere Situation, ja, unsere Sehnsucht nach Halt, nach Geborgenheit, nach Orientierung. Also den Menschen die Chancen aufzuzeigen, dass Jesus das Beste ist, was auch uns, nicht nur diesen Planeten, sondern was uns passieren kann. Und dass das also Gründe hat. Dass das Gründe hat und gerade auch jungen Theologen Mut zu machen. Lasst euch nicht kirchlich rundlutschen, sondern bleibt, also schaut, was ist eure Berufung, diese Kirche, diese Gemeinde zu verändern. Macht dich mit dem Mainstream, mit einem Minimalchristentum da, sondern setzt was ist das Besondere, was ist, ja, um dem Bild zu sagen, was ist der Schatz im Acker, den es zu heben gibt. Mhm. Ja, das möchte ich auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht sehr konkret, aber das ist mir einfach noch, das ist einfach noch zu lange hin. Ich werde es sicherlich vorher mit der Fahrerin Boot. Genau. Ja, genau, werde ich noch telefonieren oder so, damit ich ein bisschen ein Fingerspitzengefühl für die Situation kriege. Was kommt da gut? Was erwarten die Leute? Und dann werde ich ein bisschen beten und überlegen, was mir da noch Besonderes einfällt. Und dann werde ich mich vorbereiten und loslegen, wenn ich dann vor Ort bin. Wunderbar. Hey Alexander, gerade weil deine Agenda auch so voll ist, schätzen wir es umso mehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier einen Einblick zu geben, auch in das Buch Untergehen oder Umkehren oder eben sehr wichtig auch der Untertitel, warum der christliche Glaube seine beste Zeit noch vor sich hat. Da mache ich gerne nochmal den Hinweis. Man kommt nicht drum herum, auch wenn man das Landeskirchenforum besucht, finde ich, oder was auch immer, das Buch selbst mal zu bestellen und in die Hand zu nehmen und wirklich diese vielen, vielen tollen Weisheiten und Analysen und auch hoffnungsvollen wieder so Richtungsweisungen wirklich auf sich wirken zu lassen und sich darauf einzulassen. Also herzlichen Dank, dass dieses Gespräch so interaktiv zustande
kommen durfte. Es hat mich sehr gefreut und danke euch dreien für euren Einsatz, auch in eurem Ort, an eurer Gemeinde, wo ihr Gemeinde baut eben und mit dabei seid. Ist eine Freude. Danke vielmals. Ja, Segen für euch alle und ich denke, wir sehen uns dann spätestens im Oktober da. Alles Gute. Ja. Sehr gut. Euch auch. Gottes Segen. Gott befohlen. Und tschüss. Danke. Alles Gute. Tschüss. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.